Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir da in der Vorstadt waren und nichtsahnend ins Revier von weiterer Hunter eingedrungen sind. Und zwar ist da so eine Art Bosskampf hier am Laufen. Der Rive Rudi da aber in seinem Heisel, der da drüber hockt, der malträtiert uns mit seiner Pistole, mit seiner Gewehrkugle, mit seinem Scharfschützengewehr und jagt uns seine Knechte auf den Hals. Aber dann schnappen wir uns vorher. Wir haben uns schon ganz gut angeschlichen soweit. Und es ist nie mehr weit, bis wir zu ihm selber kommen. Von daher nur noch die andere Knechte. Die andere Knechte niedermachen und dann können wir zum Bauer selber. Obwohl ich Waffe schwanke, absolut reduziert habe, bin ich immer noch ein hundsmiserables Schützer. Und voll in die Kronjuwele. Das war der Todesschuss. Schießen wir mal ein bisschen mit dem Revolver. Der macht wahrscheinlich mehr Schade. Obwohl, ich kann genauso gut Aktor damit. Besser. Hinten müsst noch her. Du hast noch zwei. Draußen im Käppel. Habe ich dich. Dann ist der wieder leer. Und dann müssen wir auf die andere kleine Waffe zurückgreifen. Da hinten steht er schon im Wart. Ja, habe ich dich. Jetzt dürfte ich sie alle verwischt haben. Jetzt hat der gute Mann keine Feldarbeiter mehr. Aber ich habe freie Bahn. Und zwar flatter ich die Kerle erstmal, ob sie was Gescheites haben. Jawohl, da hat einer Shorty-Munition. Das mache ich mir noch gleich mal zunutze. Und lade das Ding erstmal. Und dann gucke ich mal, was die noch haben. Nix mehr. Aber wir können da hinten nochmal die Heiser durchsuchen, bevor wir überhaupt ins A-Wesen vom Rive Rudi reingehen. Da ist jetzt nichts. Aber da drin weiß ich, dass was ist. Das dürfte auch schon dem sei Hüt sein. Ja, da haben wir noch Schere. Beziehungsweise Klinge. Ja, das ist schon das Haus vom Obergoscher. Da wollen wir erstmal nicht rein. Sondern wir wollen da rein. Da gibt es nämlich noch optionales Zeug abzustaben. Und zwar haben wir so noch 25 Werkzeugteile. Die können nie verkehrt sein. Aber jetzt krallen wir uns doch mal der Kerl. Machen wir der Häuptling fertig. Und dann geht's wieder weiter. Ja, verlieren wir doch keine Zeit. Da gucken wir auch nochmal, ob es was gibt. Nee. Da gibt's auch nichts. Also ins oberste Zimmer, da hockt da der Großmogul. Aber da nicht. Trotz allem, man weiß so nie, ob es da nicht auch was gibt. Und da hockt da drin. Ah, nee, du kriegst mich nicht. Du alter Baraber. So, da haben wir den erledigt. Aber da geht's gleich weiter mit dem Spaß. Zwar müssen wir dann jetzt Feuerschutz machen. Uah. Da können wir nochmal näher dran zoomen mit X. Und mit R2 können wir schießen. Ja, habe ich dich. Und das Ding, das geht halt auch durch Panzerung durch. Ja, nicht verwischt. Ja, aber jetzt. Huch. Das war auch mit Grafikfehler verbunden. Da habe ich wohl zu arg gewahrt. Da waren die Leute zu sehr in Bedrängnis. Ich muss halt aufpassen, dass die nicht sehr in Bedrängnis geraten und dann von der Hunter niedergemacht werden. Deswegen immer gucke, was ich ursprünglich hätte erklären sollen, dass man die Leute in der Nähe auch verwischt. Ist da einer in der Nähe noch bei einer? Nee. Ach Gott. Da kommt aber einer. Das war der, der vorhin auch die Sequenz ausgelöst hat. Kümmern wir uns um den Typ. Der wäre der nächste gefährliche gewesen. Jetzt der da. Na Allah. Da ist noch einer. Hämmer verwischt. Los, Leute! Ah, du musst da einer sein. Verdammt! Wo dann? Ah, da. Scheiße!
Ja, du sagst schon. Aber den kennt man den Fehler. Jetzt du. Und du sind noch Welle. Du willst sich noch eine Arschleiche, aber die rennt mit uns. Ah, der nicht. Aber jetzt. Gut, dass wir da unendlich Munition haben. Da können wir unser Späßle erlaufen. Ah, jetzt kommt wieder unser geliebtes Humvee. Nein. Und das wird von Bodentruppe flankiert. Da sind sie auch schon, die Buwer. Erwischt. Und durchs Humvee kommen wir nicht. Na. Dich krieg ich richtig. Und dich krieg ich auch. Gucken wir erstmal, dass wir die Bodentruppe fertig machen. Und dann können wir uns auch auf den Truck konzentrieren. Verwischt. Okay, dann haben die andere schon erledigt. Und jetzt ihr. Kollege. Ah, da hinten ist noch einer. Na? Oh, Teufel. Da hockt einer drin, der mit Mollys um sich schmeißt. Und den können wir aber jetzt so noch nicht verwischen. Aber, wenn er dappig genug ist, dann krieg ich ihn. Und dann erledigt er sich selber. Puh. Scheiße! Oh, das war heftig. Oh ja. Alles okay, Sam? Aber jetzt haben wir sie ausgeschaltet. Okay. Danke, Joel. Gern geschehen. Sieh mal da. Aber das war ja ein mordsmäßige Krach, den wir da gemacht haben. Okay. Geschafft. Und so viel Krach ist nie gut. Wir müssen aber warum? Wir müssen weg. Okay. Und zwar, weil es das anlockt. Henry! Ah, der erste Clay-Unterstützer. Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Und da kommt's rechtliche Gsocksarke zu. Jetzt kann ich nur noch so viel mitnehmen wie irgendwie möglich. Oh Mann. Aber so geht man schon fast was durch die Lappe und das sind viel zu viele. Da haben wir keine Chance mehr. Also ab mit uns. Und jetzt kommt wieder Videosequenz. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als 2 Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich habe davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das
Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor? Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen.